online und heute sprechen wir Deutsch zusammen. Heute mache ich einen deutschen Livestream. Wir wollen zusammen Deutsch üben und ich möchte euch etwas erzählen, was wir machen. Ich habe einen Deutschkurs und einen Schweizerdeutschkurs und wir unterrichten online. Also am Montag hatten wir unseren Deutschkurs und wir haben übers Wetter gesprochen. Ich habe gejammert, dass es schon lange nicht mehr geregnet hat und jetzt hat es geregnet. Und zwar ziemlich stark hat es bei uns heute geregnet. Wie war das Wetter bei euch? Wie war das Wetter bei euch? Hallo, alle zusammen. Oh, hallo Pastor, hallo Mau. Claudia, ich habe meine Brille vergessen. Ich muss etwas näher kommen, um das zu lesen. Ja, schön seid ihr da. Wie war das Wetter bei euch heute? Und wo wohnt ihr? Was seid ihr von Beruf? Wir wollen auch ein bisschen über den Beruf sprechen. Wir denken darüber nach, zum nächsten Mal, nächsten Montag oder Dienstag, etwas über Berufe zu machen, die Berufswahl oder eine Jobsuche und auch die Frage, ich kann ziemlich viel verdienen, wenn ich in die Schweiz komme, aber grüezi, KB, grüezi. Ich kann ziemlich viel verdienen, aber wie viel kostet eigentlich das Leben in der Schweiz? Wie viel muss ich für die Miete bezahlen, für die Versicherungen? Wie viele Abzüge gibt es oder die Steuern? Ja, was denkt ihr? Ist das ein Thema, das euch interessiert? Ich bin Lehrerin von Beruf, also ich unterrichte nicht an einer Schule. Ich habe früher an einer Primarschule unterrichtet, aber online meistens, das meiste unterrichte ich online heute. Ja. Hallo, Kabe, du bist ein Rising Star. Ich weiß nicht, wie das geht, das Shoutout, aber ja. Hallo Wedel, hallo Roland, hallo. Das ist ein russischer Name. Schön seid ihr da. Bonjour Daniel. Hallo Maciek. Ja, was seid ihr von Beruf? Was gefällt euch an diesem Beruf? Was ist das Schöne? Das Schöne an meinem Beruf ist der Kontakt mit den Leuten. Ich habe gern Kontakt mit Kindern. Ich habe auch gern Kontakt mit Erwachsenen und wir können viel zusammen sprechen. Wir können sehr viel zusammen sprechen. Ja, hallo. Was ist das für ein Name hier? Der russische Name. Kannst du den schreiben also in lateinischer Schrift? Ich kann die kyrillische Schrift vielleicht entziffern, aber nicht gut lesen. Ich habe es mal versucht, die Buchstaben zu lernen, aber ich übe zu wenig, ja. Ich übe zu wenig. Also, was seid ihr von Beruf? Und wieso mögt ihr euren Beruf? Mein Sohn hat dieses Jahr seine Ausbildung als Informatiker abgeschlossen. Er ist jetzt Informatiker und er hat schon eine Stelle, einen Vollzeitjob bei Gemini. Nein, ich weiß nicht mehr genau, wie die Firma heißt. Aber auf jeden Fall ist er glücklich mit seinem Job und er ist zufrieden mit seiner Arbeit. Ich glaube, er ist auch zufrieden mit seinem Lohn. Er spricht nicht sehr viel darüber, aber ich glaube, er lässt sich sehen.
Ja, hallo Mandaye. Was seid ihr von Beruf? Mein Bruder ist Gärtner von Beruf. Er, er mag nicht Büroarbeit. Um nicht zu sagen, er hasst Büroarbeit, aber er ist gerne in der Natur und darum hat er Gärtner gelernt. Er muss immer am Morgen früh aufstehen und es ist eine physische Arbeit, die macht ziemlich müde, aber ich glaube, er ist zufrieden mit seiner Arbeit. Er hat auch Kontakt mit Kunden, er kann etwas kreativ sein. Ja, das ist auch schön, wenn man kreativ sein kann. Wir sind auch jede Woche kreativ. Wir schreiben neue Dialoge und machen Bilder dazu und kreieren neue Lektionen, damit ihr gut Deutsch lernen könnt oder Schweizerdeutsch lernen könnt. Man sieht auch immer ein bisschen den Unterschied zwischen Deutsch und Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch und Hochdeutsch, meine ich. Und ja, also wir überlegen uns das nächste Mal über Arbeit zu schreiben, schaffe, auf Schweizerdeutsch sagen wir schaffe, nicht arbeiten, und über verschiedene Berufe, vielleicht Skills, Fähigkeiten, die du haben musst, um deinen Job gut zu machen. Und vielleicht brauchst du auch dafür Deutsch oder Schweizerdeutsch, damit du zum Beispiel mit deinen Kunden sprechen kannst. Das ist auch wichtig. Viele Leute lernen auch Schweizerdeutsch, wenn sie in einer Schweizer Firma arbeiten und Kundenkontakt haben, dann ist das für sie wichtig. Warum lernst du Schweizerdeutsch? Warum lernst du Schweizerdeutsch? Lernst du Schweizerdeutsch, weil du Schweizer in deiner Familie hast? Einen Mann oder eine Frau oder Onkel, Tanten oder so? Deine Eltern, ein Elternteil vielleicht? Hokusinf, du schreibst freundschaftliche Grüße an alle. Ja, das ist ganz nett. Jean-Paul, das ist richtig, das ist richtig. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Das ist richtig. Schaffe auf Schweizerdeutsch und arbeiten auf Hochdeutsch. Das ist das Gleiche, genau. Vielleicht hast du das gemeint. Du wohnst in der Schweiz. Du lernst Schweizerdeutsch, KB, weil du in der Schweiz wohnst. Ja, das ist eine gute Motivation, weil sonst im Ausland hört man nicht so oft Schweizerdeutsch. Ja, manchmal, wir waren am Wochenende auf einer Städtereise in Gdansk und da haben wir einen Schweizer kennengelernt. Also er hat uns gehört, wie wir sprechen und er hat gleich auf Schweizerdeutsch geantwortet. Ja, Jean-Paul, wir arbeiten in der Schweiz, genau. Du und deine Frau auch? Arbeitet sie auch in der Schweiz? Ja, das ist schön, wenn beide eine Arbeit haben und arbeiten können. Oder manchmal, meine Mutter war zum Beispiel lange mit uns zu Hause. Sie hat lange nicht gearbeitet, das haben wir Kinder auch genossen, aber später hat sie wieder gearbeitet. Oh, Jean-Paul, du bist alleine, du hast noch keine Frau. Vielleicht findest du jemanden und ihr könnt eine Familie gründen oder wer weiß. Denkst du, es ist einfach, eine Schweizerin zu finden oder eine Frau in der Schweiz zu finden? Oder ist das schwierig? Du bist Chara. Chara. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Chara.
Ich habe diesen Namen noch nicht gesehen. Ja, was arbeitest du? Was bist du von Beruf? Mm, Mein Bruder, mein jüngerer Bruder, ist auch Informatiker. Hallo Jerome. Hallo, wie geht's? Wir sprechen ein bisschen über die Arbeit, heute alles auf Hochdeutsch, aber wir unterrichten auch Schweizerdeutsch. Du kannst in der Bio oder in der Information alles finden über unsere Angebote. Also heute sprechen wir Schweizerdeutsch zusammen. Nein, eben. Hallo zusammen. Ist Schweizerdeutsch, aber wir sprechen miteinander Hochdeutsch. Wir wollen auch, dass die Leute wissen, dass wir einen Deutschkurs haben. Eigentlich ist das derselbe Kurs wie auf Hochdeutsch, wie auf Schweizerdeutsch. Wir haben die gleiche Geschichte und dann kannst du beide Homepages ansehen, beide Geschichten ansehen und auch ein bisschen vergleichen. Aber wir übersetzen die Geschichten ins Englische. Erstens, damit du nicht unbedingt Hochdeutsch lernen musst, wenn du in die Schweiz gehst, sondern du kannst direkt Schweizerdeutsch lernen. Andererseits auch, um nicht zu viel zu mischen zwischen Schweizerdeutsch und Hochdeutsch. Es geht gut, Jérôme. Jérôme, kommst du aus der französischen Schweiz? Bist du ein Welscher, sagen wir, ein Roman? Oder woher kommst du? Hallo Oksana, oh danke, dass du mir schreibst, wie dein Name ausgesprochen wird auf Deutsch, Oksana. Du suchst jetzt Arbeit, ja. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Suche nach Arbeit. Jean-Paul, du wohnst in Fribourg. Ich bin in Freiburg zur Schule gegangen. Ich habe in der Nähe von Freiburg gewohnt, also in Posieux zuerst und später in Marly. Und ich bin immer in Freiburg zur Schule gegangen. Also ich liebe die Stadt. In Freiburg spricht man auch Französisch, ja. In Freiburg in der Schweiz, Freiburg im Üechtland, das ist zweisprachig, eine zweisprachige Stadt. Ja, es hat eine Universität auch und es hat eine schöne Kathedrale und die Sarine, den Fluss, die Saane. Ja, Naturschutzgebiete gleich in der Stadt, das hat mir auch immer sehr gefallen. Ja, also, wir sprechen ein bisschen über unsere Berufe. Was seid ihr von Beruf? Was für einen Beruf habt ihr gelernt? Oksana, du hast sicher auch eine Berufsausbildung gemacht. Was hast du gelernt? Jerome, ich verstehe nicht genau. Ich sohne? Ich sohne? Ich weiß nicht genau, was du meinst damit. Ja. Gut, was seid ihr von Beruf? Zum Beispiel meine Mutter hat Krankenschwester gelernt, aber sie hat nicht sehr lange auf ihrem Beruf gearbeitet, weil sie eine Kinderpause gemacht hat. Und später war sie dann im Rotkreuz eine Kursleiterin und später hat sie Gerontologie studiert und sie hat unterrichtet. Also sie hat an der FAGE, an der Fachschule Gesundheit in Bern am Schluss unterrichtet. Und das hat sie ganz gut gemacht, bis sie sie hat länger gearbeitet, als sie musste. Also sie hat länger als bis 60 gearbeitet. Ich glaube, sie hat sich mit 64 pensionieren lassen, weil sie ihren Job sehr gern gemacht hat. Aber sie hat nie 100% gearbeitet, höchstens so 60% hat sie gearbeitet. Also
ich denke, das ist eine tolle Sache, wenn man Teilzeit arbeiten kann. Jérôme, ich wohne. Wo wohnst du? Wo wohnst du, Jérôme? Wohnst du in der Schweiz, in der Deutschschweiz, oder wohnst du an einem anderen Ort? Ja, hallo zusammen. Also, meine Mutter ist Krankenschwester von Beruf, aber sie hat sie hat Weiterbildungen gemacht, sie hat sich weitergebildet und jetzt am Schluss war sie Lehrerin oder Professorin, könnte man auch sagen, an der FAG. Ich wohne auch in Langon, Fribourg. Langnau vielleicht. Meinst du Langnau? Laupen. Du wohnst irgendwo in Fribourg. Im Kanton Freiburg. In Cotons. Also du wohnst im französischen Teil vom Kanton. Es ist nur ein kleiner Teil, vor allem der Sense-Bezirk, der ist deutschsprachig, und der Rest vom Kanton Freiburg ist schon französischsprachig. Außer Murten, da spricht man nicht Freiburger Deutsch, nicht Sensler Deutsch, sondern schon Berndeutsch. Beate Buchczyk. Ich bin jetzt Diplom-Verwaltungswirtin an einer obersten Bundesbehörde in Berlin. Aber gelernt habe ich damals zuerst Restaurantfachfrau bei Mövenpick. Ja, so kann es gehen. Man lernt einen Beruf und plötzlich landet man irgendwo anders. Jérôme, du wohnst im Kanton Freiburg. Ja, schön. Liebe Grüße nach Freiburg. Das ist der Kanton meiner Kindheit. Ja, also Diplom-Verwaltungswirtin, das ist ein langes Wort. Mein Vater wollte immer Bauer werden. Er ist ein Bauernsohn und hat gerne auf dem Hof mitgearbeitet, aber sein älterer Bruder hat den Hof bekommen, also er ist leer ausgegangen. Er konnte nicht Bauer werden. Ohne Bauernhof gibt es keinen Bauer. Deshalb hat er Agronomie studiert. Kann ich von Zeit zu Zeit mit dir sprechen und mein Sprachvermögen zu bessern? Desha, ja, wenn du dich einschreibst in unserem Deutschkurs, VIP-Deutschkurs, da haben wir einen Livestream und nach dem Livestream haben wir ein Zoom-Treffen. Und bei diesem Treffen wiederholen wir und wir sprechen miteinander da kannst du deine Sprechvermögen trainieren, aber da kannst du dich anmelden und Hochdeutsch üben. Auch Schweizerdeutsch haben wir auch einen VIP-Kurs. Da haben wir jetzt neu 2 Möglichkeiten, um zu sprechen. Und zwar immer nach dem Livestream um 8:30 Uhr am Montagabend und jetzt neu auch um 12:30 Uhr am Dienstagmittag machen wir auch eine halbe Stunde ein Zoom-Treffen. Für die Australier und die Kanadier und die vielleicht kleine Kinder haben und am Montagabend nicht dabei sein können. Ja, ich muss da noch lesen. Oksana, du hast ein Universitätsstudium in der Ukraine abgeschlossen. Wow, das ist gut. Und du bist weggezogen aus der Ukraine. Beata, du liebst Luzern. Du warst in Luzern. Luzern, genau. Auf Schweizerdeutsch sagen wir Luzern.
Oksana, dein Vater war auch Agronom. Ja, also unsere Väter hatten denselben Beruf. Ähm, Beate, lebst du in Luzern oder wo lebst du? Äh, Wie lange bist du schon in der Schweiz? Wie lange bist du schon da? Ich bin Schweizerin, ich bin schon ewig da, könnte man sagen, ewig natürlich, schon lange. Aber wie lange bist du schon in der Schweiz? Du warst, äh, Oksana, bist in der Ukraine zur Schule gegangen, an die Uni. Und ja, wo wohnst du jetzt? Wo wohnst du jetzt? Was bist du von Beruf? Was hast du studiert? Es gibt viele Leute, die studieren etwas und später arbeiten sie etwas ganz anderes. Hallo. Äh, Zum Beispiel, wer könnte das sein? Mein Bruder hatte eine Freundin und die hat alle paar Jahre einen neuen Beruf erlernt. Also sie hat mit 50 noch die Gärtnerinnenlehre angefangen. Also sie hat einen neuen Beruf erlernt. Sie war schon Krankenschwester vorher, also heutzutage sagen wir Pflegefachfrau. Ähm, sie hat schon andere Sachen gemacht, ich weiß es nicht genau, aber alle paar Jahre ist es ihr langweilig geworden in ihrem Job und sie hat einen neuen Job erlernt. Das ist auch möglich. Du wohnst seit 2022 in Jarche, in Wil bei St. Gallen. Ja, das sind schon 4 Jahre, also du wohnst das 4. Jahr in der Schweiz. Ah, hallo Viktor, du hast schon viel mit mir Schweizerdeutsch gelernt oder Hochdeutsch, ja? Schön, das freut mich zu hören. Vielleicht hast du Zeit auch am VIP-Kurs teilzunehmen und mit anderen sprechen zu üben. Das ist eine tolle Funktion. Du kannst dich online treffen. Wir haben neu ein Treffen um 12:30 Uhr jeden Dienstagmittag, also in der Mittagspause. Vielleicht passt es den einen oder anderen besser, um dann miteinander zu sprechen. Ah, Jerome, du kommst aus dem Kanton Jura, aus dem deutschsprachigen Teil oder aus dem französischsprachigen Teil? Ähm, Ich habe im Kindergarten Französisch gelernt. Ich unterrichte auch ein bisschen Französisch, aber mein Hauptpunkt oder meine Hauptbeschäftigung ist Schweizerdeutsch unterrichten und Hochdeutsch unterrichten. Ja, äh, aber ich freue mich immer, wenn ich ein bisschen Französisch üben kann. Heute wohne ich nicht mehr im Kanton Freiburg und dann hat man nicht mehr so oft die Gelegenheit, Französisch zu sprechen. Jérôme, ich war mal in den Ferien, in meinen Sommerferien in Porrentruy, aber ich weiß nicht mehr genau, das ist schon lange her. Ich bin sehr selten im Jura, muss ich sagen. Ich kenne den Jura nicht so gut. Ja, ähm, wir wollen nächste Woche vielleicht etwas über Berufe lernen. Vielleicht habt ihr noch andere Ideen, was euch interessiert. In welchen Situationen möchtet ihr besser Schweizerdeutsch oder Deutsch sprechen können? Was möchtet ihr? Äh, ich kann euch ein bisschen sagen, was du schon sehen kannst auf unserer Homepage. Diese Woche haben wir über das Wetter gesprochen. Ja, Steven,
Du hast nicht gewusst, dass der Kanton Jura zweisprachig ist. Es gibt einen Teil im Kanton Bern, der gehört zum Jura und der hat jetzt gewechselt zum Kanton Jura, weil dieser Teil französischsprachig ist. Ich bin nicht ganz sicher, ob der Kanton Jura auch deutschsprachige Dörfer hat. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich habe es vielleicht etwas falsch gesagt. Also im Berner Jura gibt es Gemeinden, die sind französischsprachig und da gibt es immer ein bisschen Opposition und einen Kampf, weil sie wollen zum Kanton Jura gehören. Und jetzt hat ein Teil dieses Juras hat den Kanton gewechselt. Jérôme, du hast deine Matura D in Porrentruy gemacht. Das heißt Deutsch, mit Deutsch. Oder was? Wir müssen uns immer ein bisschen erklären in der Schweiz, wie unsere Schulsysteme funktionieren, weil jeder Kanton hat sein eigenes Erziehungsdepartement und die Schulen heißen ein bisschen anders, der Lehrplan ist ein bisschen anders und so weiter. Jérôme, im Kanton Jura gibt es ein Dorf, das ist deutschsprachig, sagst du, ja? Habe ich das richtig verstanden? Ja, schön. Ich hoffe, das ist immer gut, wenn man zwischen den Deutschschweizern und den Französischsprachigen gut auskommt. Und wenn du Schweizerdeutsch kannst, ist das sehr schön, weil du hast vielleicht gemerkt, wir Schweizer, wir sprechen nicht so gern Hochdeutsch mit anderen, mit Fremden, wenn es auf Schweizerdeutsch geht oder wenn wir Französisch können oder Englisch, die Sprachen dieser Leute. Also es ist von Vorteil, wenn man sicher Schweizerdeutsch versteht und dann auch ein bisschen sprechen kann. Du hast Deutsch, Italienisch und Englisch gehabt an deiner Schule. Super, du bist ein Sprachtalent. Also, wenn du möchtest, kannst du auf unsere Homepage gehen, unsere Links anschauen, dich einschreiben, unseren Kurs eine Woche lang testen, gratis. Du musst dich einschreiben und wenn es dir nicht gefällt, kannst du immer noch Cancel machen. Wenn du Fragen hast, kannst du mir schreiben und meine Telefonnummer, du kannst mir auch auf WhatsApp kannst du mir schreiben, wenn du willst. Das ist 77 oder 077 942 21 21. Da kann ich dir das zeigen. 77 942 21 21. Ja, ich habe da zwei Bildschirme. 077 942 21 21. Ja, ich hoffe, ihr habt das gesehen. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mich kontaktieren. Ich wünsche euch einen schönen Abend, eine gute Zeit, ein gutes Ende der Woche. Schreibt mir, wenn ihr Ideen habt für Themen, für Geschichten. Keine Ausländer. Ich weiß nicht, was du meinst damit, Philipp. Genau, Jérôme, der Kanton Jura wurde erst 1979 gegründet. Er ist jünger als ich und der ist der jüngste Kanton der Schweiz. Gut, danke vielmals, dass ihr mitgeschrieben habt, dass ihr mit mir gechattet habt. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Gute Nacht.